Hallo, ich möchte euch heute das von Jerome Lulling entwickelte Spruchespiel auf rtl.lu vorstellen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch anhand des Beispiels von Spruchespiel Nummer 7. Damit beginne ich auch schon mit der ersten Frage. Gesucht wird hier das Gegenteil von spät. Spät. Da 5 von 6 Antwortmöglichkeiten Tageszeiten angeben, Mojes, Mittes, Nometes, Oves und Nurz, bleibt nur Antwortmöglichkeit 6, Frei, früh. Zu der Frage Nummer 2 gehört eine kurze Audiodatei, die wir uns auch anhören. Gesucht wird nach einem bestimmten Song. Selbst wenn wir diesen Song nicht kennen, geben die Lyrics Aufschluss über den Titel. Die richtige Antwort lautet Das River. Es ist vorbei. Frage Nummer 3. Wie lautet der Plural von stehen? Stein. Nun könnte man denken, stehnen sei die richtige Antwort, nämlich stehen mit der Pluralendung en. Tatsächlich aber lautet die richtige Antwort Stang. Bei Frage Nummer 4 geht es um eine Reihe von zugegebenermaßen recht wild zusammengewürfelten Persönlichkeiten und eine dieser Persönlichkeiten ist nicht 1985 geboren. Der Prinz Felix von Lützeburg wurde 1984, also ein Jahr davor, geboren. Damit steht die richtige Antwort also fest. In Frage Nummer 5 geht es wieder um die Sprache, genauer genommen um die Syntax, also die Wortstellung im Nebensatz. Das Luxemburgische orientiert sich hier am Deutschen. Das flektierte Verb steht ganz am Ende des Nebensatzes. Deshalb heißt es also, ich weiß nicht, ob ihr könnt. In Frage Nummer 6 wollen wir wissen, woher jemand kommt. Von wo könnt hat's? Worauf wir hier Acht geben müssen, ist die richtige Präposition. Nun gibt es dabei 2 Kriterien, die wir beachten müssen. Erstens müssen wir sicherstellen, dass die Präposition die richtige Richtung angibt. Zweitens ist entscheidend, ob die Präposition eher in Verbindung mit einem Land oder mit einer Stadt gebraucht wird. Nur in Satz Nummer 4 wurden alle Präpositionen richtig verwendet. Hat könnt aus Frankreich fu Matz. 7. will Jerome Lulling von uns wissen, wie man auf Luxemburgisch danach fragt, ob jemand Klavier spielen kann. Kannst du Piano spielen würde übersetzt heißen, kennst du Klavier spielen? Kommst du Piano spielen ist komplett falsch. Nicht nur wurde hier das falsche Verb gebraucht, es ist sogar so, dass es dieses Verb im Luxemburgischen überhaupt nicht gibt. Es könnte das Verb kommen gemeint sein, dann wäre aber die richtige Form, kannst du Piano spielen? Und es wäre dann immer noch eine sehr eigenartige Formulierung. Richtig ist, kannst du Piano spielen? Kannst du Klavier spielen? In Frage Nummer 8 geht es um ein Sprichwort und das vollständige Sprichwort lautet Mach wie Leid, da geht da weide Leid. Gemeint ist, dass man manchmal besser mit dem Strom schwimmen sollte. Denn wenn man so tut wie alle anderen, ergeht es einem wahrscheinlich auch wie allen anderen. Wir bewegen uns nun bei Frage Nummer 9 in dem Teil des luxemburgischen Wortschatzes, der nicht direkt auf ein deutsches oder französisches Wort zurückzuführen ist. Zodi lässt sich so nicht wirklich ins Deutsche übertragen. Es hat in etwa die Bedeutung von Krach, Aufruhr. Fatz und Lomp bedeuten Putzlappen, Spielplatz, Spielplatz, Case, Käse und Gedanken bedeutet Gedanken. Am ehesten Synonym von Zodi ist Gediesems.
Gedächtnis verwendet man, wenn viel Aufhebens um eine Sache oder eine Person gemacht wird. Frage Nummer 10 ist mit N-Regel übertitelt. Im Fokus steht also die Eifler Regel. Darüber hinaus müssen wir aber auch wissen, dass es Eiskanner und nicht Eisekanner heißt, weil Kanner ein Plural ist und Eise die Singularform. Da das N vor einem G wegfällt, muss es demnach heißen Eiskanner sie glücklich. Frage Nummer 11 führt uns zu einem Metzler, einem Metzger. Wir würden dort nicht sagen, ich mein Knie weh, mir tut das Knie weh. Ich hätte gerne ein Kästacht, wenn ich glift. Ich hätte gerne einen Käsekuchen. Und wir fragen auch nicht, wann fängt der Film an, wann beginnt der Film, sondern wir sagen, ich kriege 5 Tranchen Reham, wenn ich glift. Ich bekomme 5 Scheiben von dem rohen Schinken, bitte. Frage Nummer 12, Dativ oder Akkusativ. Hier können wir uns auch wieder am Deutschen orientieren. Auf Schenken folgt ein Dativ. Es heißt also, ich schenke dir mein Buch. Frage Nummer 13, wieder eine kurze Audiodatei mit einem kleinen Diktat. Denn Chuck Norris hat Premier gepackt, ohne etwas dafür zu lehren. Chuck Norris hat das Abitur bestanden, ohne etwas dafür gelernt zu haben. In Frage Nummer 14 geht es wiederum nicht um die Sprache, sondern um die Architektur. Hier sehen wir ein Bild mit einer Kirche, Kathedrale Notre Dame von Lützeburg. 15. und letzte Frage. Hier geht es darum, wer den Roman Allein, Roman für Junker, aus dem Jahr 1996 verfasst hat. Nun ist das natürlich Cathy Clement gewesen. Da ich euch aber einmal zeigen möchte, was passiert, wenn ich eine falsche Antwort eingebe und ich zudem ein sehr großer Bewunderer von ihm bin, soll Lambert Schlechter meine Antwort sein. Ich bin damit auch schon am Ende von Spruchespiel Nummer 7 angelangt. Nun können wir unseren Namen eingeben und sehen unsere Ergebnisse. Wir sehen, dass bei der letzten Frage Lambert Schlechter rot durchgestrichen wurde und die richtige Antwort Cathy Clement heißt. Ich danke vielmals fürs Zuhören und wünsche ganz viel Freude beim Ausprobieren.